Was waren eigentlich Ihre Erwartungen für Maribor als Kulturhauptstadt? Oh, das ist eine gute Frage. Man sucht ja dann immer nach etwas Besonderem, nach etwas, was eine Stadt ausmacht, nach vielleicht dem Geist einer Stadt oder wie die Leute funktionieren, die Geschichte und was sich aus dieser Geschichte heraus ergibt, wie die Stimmung in so einer Stadt ist. Also sowas möchte man ja dann eigentlich immer gerne einfangen. In Maribor ist mir das sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Ich hatte eben das Gefühl, dass die Leute, die für die Kulturhauptstadt gesprochen haben, nur mit denen habe ich natürlich Kontakt gehabt, konnten mir das ganz, ganz schwer vermitteln. Und vielleicht ist es auch wirklich ein schlimmes Kommunikationsproblem gewesen, dass mir einfach keiner so recht sagen konnte, was ich in dieser Stadt eigentlich soll und warum ich Maribor besuchen soll. Ne? Es ist natürlich auch nicht einfach nur das Problem, dass Maribor jetzt keine besonders schöne Stadt ist. Es war auch so ein bisschen das Problem, das ich hatte, war, ich habe nicht verstanden, also ich habe die Botschaft nicht verstanden, die man durch diese Kulturhauptstadt vermitteln wollte. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man sich sehr viel Mühe gibt, etwas zu vermitteln. Und dass zum Beispiel viele Leute dahinter stehen oder dass man auch Kulturinitiativen mit eingebunden hat. Dieses Gefühl habe ich ganz und gar nicht gehabt, leider. Und dadurch entstand natürlich auch so ein bisschen das negative Bild. Das Problem ist, dass ich natürlich nur das schreiben kann, was ich weiß und was man mir zeigt und was ich finden kann. Und wenn es ganz wunderbare Dinge gibt, von denen ich nicht in Kenntnis gesetzt wurde, dann kann ich darüber natürlich auch nicht schreiben. Also haben in Ihrer Meinung nach die Verantwortlichen ihre Arbeit nicht sehr gut gemacht? Es ist, ich habe das auch in dem Artikel geschrieben, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das Personal sehr, sehr oft gewechselt hat und dass dadurch keiner so eine richtige Übersicht hatte und dass aber die Leute, die eigentlich Ahnung hätten, da nicht so richtig eingebunden wurden. Wie fanden Sie die Eröffnungsvorstellung in Maribor eigentlich? Da kann ich nichts zu sagen, da war ich nicht. Das ist schon länger her, ich war im Oktober bei einer Pressereise. Aha. Was würden Sie sagen, ist das Schlimmste, was Ihnen bei uns in Maribor passiert ist? Oder bei der Durchreise auch in Slowenien? Das Schlimmste. Es ist ja eigentlich nicht wirklich Schlimmes passiert, nur aber auch nicht sehr viel Gutes. Ne? Das ist ja, das wäre dann die nächste Frage. Was hat Ihnen besonders gefallen? Das hat mir besonders gefallen. Außer Bled. Nein, also das war dann eine andere Reise. Aber ich habe sehr gut gegessen, muss ich sagen. Die slowenische Küche ist wirklich sehr gut. Was hat mir noch gut gefallen? Es gab natürlich immer wieder schöne Begegnungen mit einzelnen Leuten, die, wo man das Gefühl hatte, die wollen was und die wollen was vermitteln und die machen auch was für ihre Stadt. Hatten Sie vielleicht Gelegenheit auch im Nachtleben zu stöbern oder eher weniger? Leider zu wenig. Ich habe nicht sonderlich viel gefunden. Wir waren zwar abends unterwegs gewesen, aber ich habe jetzt nur ganz wenig Nachtleben gefunden, ehrlich gesagt. Würden Sie Maribor vielleicht nochmal besuchen nach Ihrer Erfahrung oder eher nicht? Ehrlich gesagt, derzeit wüsste ich nicht, warum. Ich glaube, ich habe auch etwas überlehnt, haben Sie uns geschrieben. Das ist natürlich das schönste Stadtteil, das ist klar. Und es gibt da ja wohl auch dieses wunderbare Kulturfestival, das Lent-Festival. Genau. Wir haben mit dem Initiator haben wir auch gesprochen. Der hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Auch das Festival hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Wir hatten Wladimir Rukavina, glaube ich. Genau, genau. Wir hatten so den Eindruck, und er hat das, glaube ich, auch gesagt, dass das Lent-Festival sollte halt eingebunden werden und sollte diese Kulturhauptstadt eigentlich weiter nach vorne befördern. Aber das ist eben eine sehr einseitige Sache. Also das Lent-Festival sollte etwas Gutes tun für die Kulturhauptstadt, hat dafür aber absolut nichts bekommen. Und er war eben einer von denen, der ziemlich frustriert klang mit der Organisation auch.